Nein, jetzt müsst ihr nicht mehr klatschen, das ist gut. Das wird dann inflationär allmählich. Ich kriege mit dem Handy immer wieder so Nachrichten, wahrscheinlich du auch. Erinnerungen von vor 2, 3 Jahren. Fotos werden dann gezeigt. Kennt ihr das? Manchmal werden Collagen zusammengestellt. Ach, da ist dann da, wo warst du hier, wo warst du da, wann warst du um 2000 so und so viel. Und ab und an schaue ich es mir wirklich an und denke, wow, toll. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Und einer der Highlights, die so aufgepoppt sind bei mir, ist ein Marathonlauf gewesen in Berlin. Ein Freund hat mich dazu mal vor Jahren, zig Jahren ermutigt, gesagt, komm, mach doch mit und lauf doch mit. Und dann habe ich wirklich angefangen zu laufen, zu joggen und dafür zu trainieren. Und dann war es mein erster Marathon da. Es war eine unglaubliche Atmosphäre. Das ist das Bild, was ihr seht, ist vom letzten Jahr in Berlin. Brandenburger Tor, 40.000 Läufer, an die 2 Millionen Zuschauer am Straßenrand. Das ist einfach nur geil. Das ist wirklich außergewöhnliche Atmosphäre und man ist wie pumped dabei. Und letztes Jahr hat der Sieger war Eliud Kipchoge aus Kenia. Der hat die 42,195 Kilometer in sage und schreibe 2 Stunden und 01 Minuten und 09 Sekunden gelaufen. Das ist fast doppelt so schnell wie ich. Das ist einfach nur, also ist einfach unglaublich. Ich muss mir vorstellen, für 1 Kilometer braucht der Mann 2 Minuten 52 Sekunden. Für 1 Kilometer, für 1 Kilometer. Das heißt, pro Sekunde lauft er ungefähr knappe 6 Meter, wenn er in Fahrt gekommen ist. Einfach nur damit so, ja, falls einer trainieren möchte von euch. Ja, es ist wirklich gut. Vera Neistat, 76 Jahre, war letztes Jahr auch dabei, kommt aus Norwegen und sie legt ihn in eine Weltbestzeit in ihrer Alterskategorie hin. 3 Stunden 38 Minuten und 56 Sekunden. Die ist schneller als ich. There is hope. Im Vorfeld hat mich mein Freund damals darauf hingewiesen, dass bei der alten Streckenführung früher, die ist in den letzten Jahren verändert worden, kommst du irgendwann an einem Platz in Berlin vorbei, ungefähr, das war bei Kilometer 35, der heißt Wilder Eber. Das ist ein Platz in Berlin und da ist so eine Kurve und da laufst du rein. Und er sagte mir im Vorfeld, wenn du da reinlaufst auf den Platz in die Kurve, dann wirst du wirklich nochmal wie Energietanke. Da geht es wirklich den ganzen Tag ab. Von morgens 8 Uhr bis zum Schluss. Den ganzen Tag sind da Samba-Gruppen und tanzen. Riese Feststimmung, das Volk johlt und macht und tut. Und du wirst schon ein paar Kilometer vorher darauf aufmerksam gemacht, so 3 Kilometer, kommt Musik aus Lautsprechern. Alles von diesem Platz. Es wird immer lauter, immer lauter. Wenn du reinlaufst, ist es ohrenbetäubend laut da. Und alle jubeln und grölen. Und wenn du deinen Namen hier vorne auf der Nummer drauf hattest, dann rufen sie deinen Namen. Ralf! Oder irgendwas. Und du denkst, irgendeiner ruft da Ralf und sie haben Freude dran, wenn du da umherlaufst. Das Motto von dem Platz ist, wo Cheerleader müden Läufern Beine machen. Das ist das Motto von dem Platz. Und ab und zu, die haben die Samba-Gruppen da und dann läuft einer sogar ein paar extra Meter durch den Spalier von Cheerleadern. Da stehen so Cheerleader, seht das da? Und die Kurve, ihr könnt das auf dem Bild sehen, die geht an sich da hinten rum, du laufst an dem Podium vorbei, aber dann steht der Cheerleader und dann laufst du einfach da durch, dann laufst du einfach 10 Meter weiter. Aber die stehen da den ganzen Tag und winken, du laufst da durch und denkst, wow, so geil, so toll. Und tatsächlich, mir ist das auch so gegangen, ich bin da durchgelaufen und ich bin auf einmal schneller gelaufen und habe gewunken und ja, alles toll und wow, da hast du wirklich nochmal Energie gekriegt und irgendwie die Hoffnung, du schaffst das wirklich bis zum Ende. Es gibt kaum ein Erlebnis in meinem Leben, wo mir so deutlich ein Bibelvers mal vor Auge gehalten hat, wie dieser wilde Eber in Berlin. Und das ist ein Abschnitt aus dem Hebräer, Kapitel 12. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. So viele Zeugen.
Und dieser Platz hat mich wieder daran erinnert, da sind so viele Menschen, die dir zuschreien, zu jubeln und irgendwo einen Faktor Ermutigung reinbringen. Das ist Hoffnung, dass du das schaffst. Und Ermutigung ist für Läufer so wie mich bei so einem Marathon oder auch sonst enorm wichtig. Und jedes Mal, wenn meine Frau am Straßenrand stand und mir den zugejubelt hat und sie ist durch die ganze Stadt immer durchgefahren an irgendeine Punkte, um mich zu treffen und mich dann gesehen hat, sie hat so gejubelt, als wäre ich Eliud Kipchoge. Aber der war schon beim Duschen schon fertig. Aber ich war noch am Laufen und das war so geil. Und du brauchst diese Ermutigung wirklich, du hast Hoffnung, das schaffst du wirklich, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Menschen, die ermutigen und dir zurufen, du schaffst das, Hoffnung wecken, ist so entscheidend. Und wir sind umgeben von so Menschen, ähnlich wie bei diesem Platz in Berlin, die uns anfeuern und zurufen, hey, lauf weiter. Du hast einen Lauf angefangen, lauf weiter. Lauf weiter, bleib dran. Schau auf das Ziel. There is hope, trotz Schmerzen, trotz Müdigkeit. There is hope. Es gibt wirklich eine volle Hoffnung, wo du darauf setzen kannst. Ermutigung, die so eine Hoffnung weckt. Leute, die ist im Lauf notwendig. Und ich glaube, wir alle brauchen das. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, der machte wie zwei Dinge deutlich. Das eine sagt er, look, der Glaube ist nicht etwas Statisches. Er bezeichnet ihn als Lauf. Irgendwann hat man begonnen zu laufen und macht sich auf den Weg und folgt. Und damit nimmt er ein Bild und sagt, look, du hast nicht einfach mal, Glauben ist keine Checkliste, tak, 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 du machst das alles richtig, sondern du bist auf dem Weg. Du bist unterwegs zu einem großen Ziel. Und auf dem Weg gibt es Abkürzungen, auf dem Weg gibt es Kreuzungen, auf dem Weg gibt es Steigungen, auf dem Weg geht manchmal mit schneller voran, aber unser Glaubensweg ist wie ein Weg, der durch verschiedenste Phasen in unserem Leben hindurch gibt, eben Höhen und Tiefen, Schmerzen und Wunder. Manchmal erleben wir beides gleichzeitig. Und das Zweite, was er sagt, look, wir sind so umgeben von so einer Wolke, und nutzt dieses Bild so vom Firmament, also wie so eine Wolke, das umgibt uns. So viele Menschen haben den Lauf schon gelaufen. Und er nennt ganz viele Leute in diesem Kapitel, wo er darauf referenziert, von früher, die das alles schon hinter sich haben. Und irgendwo dir zurufen, hey, lauf weiter, mach weiter. Es lohnt sich nicht nur zu laufen, sondern da ist eine Hoffnung, das zieht dich nach vorne. Und all die Leute, die dir zurufen, dir zujubeln und irgendwo dich ermutigen, sind letztlich wie so Hoffnungsträger. Im wahrsten Sinne tragen sie dich ein Stück um die Kurve, um die nächste Kurve. Und sagen, doch, komm, wir sprechen dir das zu, das kann wirklich weitergehen. In einer der Jahren, wo ich in Berlin war, da lief auch eine gewisse Irina Mikatenko mit. Und sie hatte Marathon damals in 2 Stunden 19 bewältigt. Und das war wirklich was Besonderes für sie. Und wenn du jetzt denkst, oh, das interessiert mich nicht, ich laufe nicht, ich fahre Velo und überhaupt, ich mache kurz. Die Irina Mikatenko hatte 3 Pacemaker dabei. Das sind Leute, die einfach mit ihr mitlaufen. Das war einmal der Jan Bilak, der Michael Kassitit und der Samson Sampipuruk. Die liefen die ganze Zeit mit ihr mit und es sind Leute, die Tempo machen, Leute, die auch was zu trinken für dich holen und einfach schauen, dass du in der Zeit wirklich dann da vorne hinkommst bei diesen Elite-Läufern. Und die meisten Pacemaker hören beim Halbmarathon ungefähr auf, bei 21, 22 Kilometer. Dann die nächsten hören ungefähr bei 30 und dann bei 35 auf, sodass die letzten 5, 7 Kilometer du selbst mitlaufst. Und an dem Lauf ist was Spezielles passiert, und zwar der Michael Kassitit mit der Startnummer 114. Der ist das ganze Rennen bis zum Schluss mitgelaufen. Von Anfang bis Ende ist er neben ihr gelaufen, vor ihr und so weiter und hat Gas gegeben bis zum Schluss. Sodass sie unter 2,20 in einer persönlichen Weltbestzeit gelaufen hat, wo sie jemals gelaufen hat, sie hat dann gewonnen. Und hat das geschafft, wirklich sie so zu begleiten. Und der Michael Kassitit, der hat auf der Zielgeraden was Besonderes gemacht. War damals ungefähr so 30, 40 Kilometer davor, man konnte das dann nachher in Filmen nachschauen. Er lief neben ihr und dann ging er immer mehr zur Seite. Sie lief hier und er rutschte immer wieder ein Stück nach da, immer mehr zum Rand. Sprach noch, rief noch was zu und sie lief dann weiter. Und er ging immer mehr weg und auf einmal verschwand er.
ganz am Rand rechts, sodass der Zieleinlauf von ihr, von allen Fotografen, voll sie war am Ziel. Ihn siehst du nirgendwo. Er kam später auf einem anderen Weg auch durch ins Ziel hinein, hat sie noch gratuliert. Der ganze Triumph hörte der Irina. Hat ihr gratuliert, verschwand, und wenn du im Internet danach suchst, welche Zeit er gelaufen ist, du wirst sie gar nicht finden. Ist gar nicht registriert worden. Nur sie. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und immer wenn ich darüber nachdenke, an diese Episode, dass da einer, der selbst eine Weltklasse-Zeit laufen kann, so ein Pacemaker ist für andere, das finde ich außergewöhnlich. Was hat das mit Hopefully, mit unserer Serie Hoffe voll und Hoffe ganz zu tun? Ich glaube, solche Menschen sind rar, die für andere so Gas geben. Weil ich denke, die meisten von uns, wenn ich ehrlich bin, auch ich würde gerne auch durchs Zielband durchlaufen und die Arme hochreißen. Und alle klatschen und alle finden es geil. Und der Kassi-Titel läuft einfach an der Seite raus und wird noch niemals mehr erwähnt in der Zeit, die er gelaufen ist. So eine Menschen sind tatsächlich rar, aber sie verbreiten in einem außergewöhnlichen Maße Hoffnung. Sie sind wirklich Hoffnungsträger. Und mich erinnert dieser Kassi-Titel immer wieder an eine Person aus dem Alten Testament, an den Sohn von König Saul, Jonathan, ein sehr mutiger, entschlossener Mensch mit enormen Führungsqualitäten. Und wenn man seine Geschichte nachliest, im 1. Samuel, seine Freundschaft später mit dem späteren König, vom König David und sein Verhältnis mit ihm, dann würde ich wirklich sagen, Jonathan war so ein Hoffnungsträger für den David. Er war wirklich ein Pacemaker, im besten Sinne ein Königsmacher für ihn. In 1. Samuel, ich lese euch den Text mal vor, vom ersten Augenblick an verbanden sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Und David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Und dann zog Jonathan den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert und den Bogen und den Gürtel. Obwohl Jonathan der rechtmäßige Erbe war, der rechtmäßige Nachfolger von seinem Vater König Saul, hat er alles dran gesetzt, diesen David, diesen Hirtenjungen irgendwo zu unterstützen. Und David brauchte häufig die Unterstützung von diesem Jonathan. Weil mehrmals ist nach dem Leben von David getrachtet worden, man wollte ihn umbringen. Ich finde, eine markante Stelle in 1. Samuel 20, als der Saul, der Vater von Jonathan, sie zusammen reden. Und als Saul das hörte, dass der Jonathan mit seinem David da zusammen war, packte ihn der Zorn, er brüllte Jonathan an: Du Hurensohn. Ja. Meinst du eigentlich, ich habe noch nicht gemerkt, dass du mit diesem Sohn Isais unter einer Decke steckst? Schämen solltest du dich. Und auch deine Mutter, die einen solchen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher. Und Hoffnung auf den Königsthron musst du dir dann noch keine machen. Los, lass ihn sofort herbringen, denn er muss sterben. Und was hat er denn eigentlich getan? Fragte Jonathan. Warum soll er hingerichtet werden? Und als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Ein klassischer Fall für Familientherapie. Familienaufstellungen und so. Da könnte man jetzt einiges lernen. Nein, so dysfunktionale Familien, ich finde das faszinierend, wie häufig die in der Bibel vorkommen. Das ist Hoffnung auch für uns. Jonathan hat trotzdem zu diesem David gestanden, unterstützte ihn, sorgte für ihn. Und letztlich kommt die Frage auf, warum macht einer das? Warum macht einer das? Warum macht so ein Nachfolger, der wirklich in sehr gehobener Gesellschaft aufgewachsen ist und alles hat und eine Zukunft hat, warum steht einer so zurück und sagt, nein, das ist die bessere Wahl. Das ist besser. Das ist richtig, dass das so ist. Warum macht das einer? Wenn ich die Geschichte richtig verstehe oder lese, dann würde ich sagen, dieser Jonathan war wirklich eine Persönlichkeit,
wo über seinen eigenen Tellerrand darüber hinaus geschaut hat. Einen viel größeren Horizont in seinem Leben praktiziert hat. Weiter nach vorne geschaut hat und nicht nur auf sich persönlich runtergeschaut hat. Und das hat ihm ermöglicht, auch sich selbst auch aus der richtigen Perspektive zu sehen. Weil er eben über seinen Tellerrand darüber hinaus geschaut hat. Versetz dich mal in die Lage von diesem Jonathan. Der hat eine hervorragende Ausbildung. Du lebst wirklich gut, du bist versorgt. Du hast eine Führungsposition inne. Und alle um dich herum wissen, du bist der Juniorchef. Alle wissen es. Und dann erlebst du und lernst einen kennen, einen unbedeutenden Arbeiter, so einen Hirtenjungen, David, und freundest dich mit dem an. Und du siehst in dem Menschen wirklich was, wo du bisher noch nicht so gesehen hast und denkst, das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist wie der Bessere. Alle anderen finden ihn wirklich einen hervorragenden Kämpfer. Du hörst die Geschichten, wo er mitgemacht hat und wo er Heldentaten verbracht hat. Und auf einmal lernst du ihn kennen und schätzen und merkst, das ist ein ganz großer. Und ich bin überzeugt davon, du brauchst einen größeren Horizont. Du musst über deinen eigenen persönlichen Tellerrand, wo es nur um dich, nur um dein Wohl, nur um das, was dich beschäftigt, musst du lernen, wie darüber hinauszuschauen. Und auf einmal öffnet sich ein Bild für dich, wo du sagst, hey, das sind Menschen um mich herum, die können dich ermutigen, da können ich selbst Hoffnungsträger werden. Da hat Gott noch mehr mit denen sogar vor, da möchte ich wirklich helfen. Dieser David ist die bessere Wahl. Look, die Bibel ist voll, vor allem das Alte Testament ist voll von Leitungsfiguren, von Königen, von Führern, die genau die Sicht vom Jonathan nicht gehabt haben. Wirklich nicht gehabt haben. Und voll von tragischen Geschichten, wo Menschen genau eben anders gehandelt haben. Und ironischerweise, der Vater von Jonathan, der Saul, war so einer. Und das Erste, was ihm in den Sinn kommt, als da eine potenzielle Persönlichkeit aufwächst, wo man denkt, wow, das ist doch toll, Neid, Missgunst kommt auf. Wenn der Typ noch lebt, Junge, keine Chance, der muss einen wegmachen. Begabter Mensch, hol ihn und entlasse ihn und mach ihn tot. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, von so einem Saul-Gehen, das hat sich bis heute bei meinen Sachen fortgepflanzt, dass Menschen mit Missgunst und Neid darauf reagieren, wenn auf einmal Leute in ihrem Umfeld fähiger sind. Und anstatt Pacemaker zu sein, Cheerleader an der Seite zu stehen und zu schreien und zu johlen, dass du den Lauf weitermachst und weiterlaufst und weiterlaufst, stehen sie auf einmal im Weg und stellen dir ein Bein oder Lurge dafür, dass jegliche Hoffnung in deinem Leben wieder zugrunde geht. Und säen nicht Hoffnung, sondern Zweifel. Sie säen nicht Hoffnung, sondern Entmutigung. Sie säen nicht Hoffnung in dein Leben, sondern eher Konkurrenzkampf. Und Saul hat der Jonathan komplett anders gelebt, nicht so er. Für ihn war es wichtig, hey, ich ermutige, ich stehe in dieser Arena und stärke der anderen. Ich laufe für die. Und das Verrückte ist, wenn du so eine Perspektive hast, dann weißt du ganz genau in deinem Herzen, du kommst nicht zu kurz dabei. Du wirst nicht zu kurz dabei kommen, wenn du andere versuchst, erfolgreich zu machen. Du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du andere versuchst, zu ermutigen, Hoffnungsträger zu sein. Warum? Weil es geht um mehr. Es geht nicht um dich, es geht nicht nur um uns, sondern es geht um eine Hoffnung, die wir in der Welt hinaustragen und sagen, hey, es gibt wirklich was ganz Großes. Jesus hat auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, hey, wer groß sein will, der diene doch den anderen. Wenn du wirklich die Arme hochreißen willst, dann dien doch anderen. Warum? Weil unsere Hoffnung festgemacht, ich habe letzte Woche gesagt, unsere Hoffnung ist hinter dem Vorhang festgemacht. In der Ewigkeit. Und von daher zieht es uns, da hält es uns auch. Und deswegen kann Jesus so einfach so sagen, hey, look, wer groß sein will, dien doch dem anderen, mach andere groß. Und du wirst merken, hinterher sind alle groß. Und alle sind groß und alle profitieren davon. Und wenn man so eine Perspektive, so einen Horizont hat, da kann man andere Menschen wirklich aus so einer Perspektive sehen. Und was Jonathan macht, ich lese es mal vor, dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Also sehr praktisch.
Nicht irgendwie sehr, du bist ein schöner, du bist ein netter und toll, lauf weiter. Nein, er hat wirklich sehr praktisch Dinge gemacht, ihm gegeben. Er schenkt ihm seine Ausrüstung, lebenswichtige Taten für diesen jungen Mann David. Und er wurde somit Hoffnungsträger. Er braucht so einen Horizont, der über uns selbst darüber hinausgeht. Und final, glaube ich, kommt in dem Neuen Testament alles zusammen, wenn Jesus sagt, look, es gibt keinen Mensch, es gibt niemanden, der größere Liebe hat, der nicht sein Leben lässt für seine Feinde, auch für seine Freunde. Und sagt, look, das mache ich letztlich für euch. Ich möchte mein Leben geben, damit alle von euch, alle, jeder von uns, damit eingeschlossen ist und jeder von uns Hoffnung erleben darf in seinem Leben. Wirklich so einen Anker hat, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und sagt, ich lasse mein Leben. Das ist eine Einladung, wo uns allen schenkt. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und sagt, hey, und genau das macht doch auch füreinander. Macht das für den Nächsten. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Macht das füreinander. Und das war sehr Praktisches. Der Walter Lüthi, einer der grandiosen Prediger hier in der Region Basel, im Ökoland-Bad, der hat mal dazu gesagt, wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Das ist eine sehr praktische Anwendung von dem. Hey, er fragt deinen Nächsten, hey, ja, wie bist du so ein Hoffnungsträger für ihn geworden? Und mit so einem Horizont, glaube ich, da haben wir den Mut, auch Dinge zu tun, die manchmal einfach aus Gottes Perspektive dran sind, auch wenn sie ganz kurios im Raum stehen. So wie in Jonathan einfach seine Sachen verschenkt und einfach Platz macht, weil es einfach dran ist. Weil Gottes Geist ihn offensichtlich wie gepromptet hat, gesagt hat, hey, das ist jetzt dran, mach das. Und ich möchte wirklich ermutigen dazu, hört auf den Geist Gottes, wo ist was dran, manchmal zu tun, einem zu dienen, eine Hoffnung hineinzutragen in das andere Leben, auch wenn es sich manchmal komisch anhört. Wo du denkst, ja, warum kommt der mir jetzt in den Sinn? Ja, vielleicht genau deswegen. Dann ruf ihm an und bring Hoffnung vorbei und mach so einen praktischen Schritt. Und Jonathan hat das gemacht, er hat es in frühen Jahren gemacht. Das war keine Nachfolgeregelung bei 85 Jahren, sondern seit dem besten Mannesalter hat er seine Sachen verschenkt und gesagt, hey, komm, du wirst diese nächste Person. Ich habe mir manchmal gefragt, es wäre interessant, den Jonathan heute zu fragen, wie er sich dabei gefühlt hat. Also zum allerersten Mal merkte, da ist ein Mann neben ihm, der viel bessere König wird. Und er möchte ihn ermutigen, dazu diesen Weg zu gehen, was seine Gefühle waren. Ich würde ihn gerne mal fragen, hast du denn ab und zu auch gedacht, du würdest gerne auch als Erster durchs Ziel laufen, so mal leichte Zweifel gehabt, dass du vielleicht doch zu kurz kommen könntest? Ich finde es interessant nachzufragen, weil ich merke selbst, dass so eine Gedanken kommen ja auch in meinem Leben hoch. Jonathan ist einer in der Wolke und er steht meines Erachtens mit am wilden Eber und schreit uns allen irgendwo zu, hey, schau über deinen Tellerrand darüber hinaus. Werd zum Pacemaker für andere. Bahn den Weg. Investier. Sei praktisch, dass der Nächste deine Liebe und Hoffnung erlebt. Ich glaube, wenn wir das miteinander praktizieren, dann verbreitet sich eine Hoffnung, die wirklich das zum Grund hat. Wenn ich dem Nächsten diene, komme ich nicht zu kurz. Wenn ich voranlaufe und Platz mache, komme ich nicht zu kurz. Alle gewinnen dabei, weil das kommt aus einer anderen Welt. Dem Nächsten zu dienen, das kommt aus einer anderen Welt, das kommt wie aus dem Himmel. Das ist das Beispiel, was Jesus uns letztlich hinterlassen hat. Vor kurzem ist ein guter Freund, auch ein Freund von unserem ICF, ist gestorben. Ein Heiligabend, der Pfarrer Edi Pestalozzi. Und er hat letztes Jahr noch hier im Sommer gepredigt. Wir haben noch für ihn gebetet im Dezember und er ist dann innerhalb von 2 Monaten sehr schnell gestorben. Und seit Heiligabend, 24. ist er auch einer von der Wolke, die uns zuruft. Go, go. An der Abdankung vor letzte Woche, die Beerdigung war früher und dann kam die offizielle Abdankung letzte Woche, da sprach der Pfarrer Lukas Kunder, das ist der Kirchenratspräsident, Münsterpfarrer. Und er sprach unter anderem mit, andere Leute sagten noch was dann. Und er erwähnte in seiner kurzen Ansprache die Ordination zum Pfarrer von Edi. Das war in Münster.
hier in Basel ordiniert worden zum Pfarrer. Und er hat den Titel von der Ordination genannt. Er sagte, Verbi Divini Minister. Edi Pestalozzi ist Verbi Divini Minister. Lateinisch heißt es Diener des göttlichen Wortes. Und dann hat er das ausgeführt. Und er hat gesagt, look, dieser Edi Pestalozzi, er war kein Magister, sondern Minister. Magister gibt es im Recht. Aber am Diener und Worte, da sind wir Minister. Und er hat damit erklärt, er sagte, er ist Minister. Minister, das kommt eben von Minus, klein. Kleiner als klein, der Kleinste. Und er hat das so ausgeführt, sagt, Minister, das ist ein kleiner als klein, der Kleinste vom Wort Gottes, das groß werden soll. Und das Wort Gottes ist Jesus. Das lebendige Wort Gottes ist Jesus. Und so hat er das ausgeführt, dass er war ein Minister von diesem Jesus, der groß werden soll, der Hoffnung verbreitet. Der Edi Pestalozzi war der erste Pfarrer, wie ich nach Basel kam, 1983, wo ich kennengelernt habe. Noch während dem Studium. Und er war Pfarrer damals in der Thomaskirche. Und der Thomaskirche und der Albanarbeit, verschiedenste Kirchen hier, erlebten in der Zeit wirklich eine Aufbrüche. Das ist außergewöhnlich gewesen. Es war eine Erweckungszeit, wirklich. Wir sind auf die freie Straße gegangen, wir haben gepredigt dort. Leute haben sich auf der Straße bekehrt und Thomaskirche war voll, Peterskirche war voll, Alban, verrückt, wirklich. Und in dem ersten Gespräch mit dem Edi Pestalozzi, damals gesagt, ja, wir gründen auch eine Kirche. Wir sind ganz jung, frisch, wir machen alles anders, alles besser. Wir sind die geile Sieche. So, in dem Stil. Nein, nicht ganz so, aber einfach mutig. So. Und da vergesse ich nie, was der gesagt hat. Ja, toll. Ja, super. Und wir brauchen noch viele Kirchen für diese Stadt. Go, go, go. Macht das, macht das. Das ist gut, dass ihr wieder was Neues startet. Ich war der Einzige, der das so deutlich mir gesagt hat. Damals. Er ist ein Hoffnungsträger für mich gewesen. Er sagt, go, mach das, das ist doch toll. Das Reich Gottes geht. Das ist verrückt. Eben zu Lebzeiten hat der Edi schon so angespornt und stand beim Wilden Eber. Und jetzt in dem göttlichen Wilden Eber ist er auch dabei. Und ruft uns weiter zu. Jetzt, ja, lauft weiter. Leute, seid Hoffnungsträger in dieser Welt. Wir haben Hoffnung, die ist woanders her festgemacht. Da zieht es uns hin. Und da können wir hier schon von erzählen. Und ich ermutige euch, Leute, in den nächsten Wochen, schaut einfach mal um euch drumherum. In dem Umfeld, wo ihr lebt und wo ihr arbeitet, wo ihr wohnt und so weiter. Und vielleicht kannst du da und dort Menschen wirklich mit dieser göttlichen Hoffnung inspirieren. Ihnen Worte ermutigen und zusprechen und sagen, go, go, mach den Lauf zu Ende. Oder fang ihn erst an. Und Gott hat uns allen was gegeben, womit wir andere Menschen glücklich machen können und helfen können, ihnen auf den Weg zu kommen. Gott hat jeden von uns befähigt und begabt. Irgendeinen Bogen, irgendein Schwert, irgendwas wie der Jonathan hast du, wo andere wirklich von profitieren können und anderen Hoffnung gibt. Und lass uns die nächste Zeit wirklich in der Kirche mehr und mehr werden, die hopefully unterwegs ist. Hoffnung verbreitet in einer chaotischen Welt. Seid ihr dabei? I hope. Dann bitte steht da auf und ich bete mit uns. Und ich möchte sehen, wirklich, dass in den nächsten Wochen und Monaten, das von uns als Kirche wie transpiriert wird und sagt, ja, das kann man schmecken, das ist ein Ort von der Hoffnung. Vater im Himmel, danke, dass du uns selbst eine Hoffnung hineingepflanzt hast und weißt, wie auch mein kleines Herz manchmal so diese Ermutigung braucht und dass einer am Straßenrand steht und jubelt und sagt, wow, das ist richtig. Jesus, ich bete, dass du uns das allen schenkst, egal in welchen Lebenssituationen, wo wir drin stehen und wo wir uns gerade bewegen. Wir möchten, dass dein Name groß gemacht wird. Wir möchten alle Minister sein von dir. Und wir möchten alle so eine Hoffnung verbreiten, wo Leute inspiriert, sich auf den Weg zu machen und dran zu bleiben, den Weg bis zum Schluss zu laufen. In deinem Namen beten.